dat Wespennest. Mein Vater was Linnenwever, und ich müsste als Junge den langen Winter durch, botten der Schaulteut, flödig spaulen morgen, so dat meine frühe Teut an Tant recht kort was. In Sommer aber, wo mein Vater Forken Butten arbeie, was auch vor Meck in der Stube nicht fehlte daune. Da heitet denn vor Meck alledags Butten hinjut und de Geuse heuen. No, unser Trupp was just nicht gerot. Gewöhnlich an de Eule Geus und so'n Stücker Sesse mit 8 Gösseln. Nu möchte ich wollen halbstöige Jor Eult sein, der sehr in Freujahre, als de Gösseln albanisch würen, ein Bjure, den ich weit von euch wohne, ta mein Vaderen. Du, den Christian geht doch jeden Tag mit den Geusen hinjut. Hij kann für Sommer man Use auch mir heuen. Wo Use fretet, können je auch du mir freten. Und ganz Süß schall auch nicht dauern. Ich freue mich nu nicht weinig over mein groten Trop, den ich op mal harre. Und ganz stolz ging ich mit meiner Zwippen über mein Schaperhaken, ohne dat die ich het nu mal nicht hinterher, wenn het hinjut ging. Aber wo stolz was ich erst, wenn het dat abends wir in Dörp ging, unse Harren alle so rechte, dicke Kröppe und heilen ihren Kopf so scheif, als wenn sie umkippen wollen. Und krakeln und pöpen und wortscheln alle in einer Riege. Den Bjuren sein ganter vorn weg. Denn kam de Eule Geus und denn de Gösseln. Und denn kam Use Olsche mit ihren Gösseln. Und nicht ahne gung uter Riege. Sau kunterbunt, als se bein hinjutein auch alle durcheinander leipen. Keim se denn no Hus, denn hucken se ein und anderen zwarfällig über'n Süll in Stall. Se würen jo satt, aber ich was hungrig, denn dat Botterstücke, wat meine Mutter mit mir gaf, kreich ich gewöhnlich gleich in der ersten Stunde uter Taschen und atet up. Ich hätte jo könnt auch verleiren. Als ich einige Wochen noch hot hatte, gaf mich der Bjure n ganz neut 2,5 Silbergroschenstücke. Die Dinger würden just erst upgekommen und versprach, wenn ich de Geuse jümber gut höre, schall ich tan Horfste noch mal so'n Ding hebben. Wo blitze dat in meiner Hand, Sauräuke, was ich noch nicht gewusst. Und ich sprung vor Freuden, wer weit wo hoch und leib flink erst nach Hus, mein Schatz in Sicherheit zu bringen. Ach, ich hätte mich dat ganze Dörp davor kaufen möcht. Aber ich dachte, dat dat Geld doch besser wäre, denn wat soll ich mit dem Dörpe wohl anfangen? Aber nu mein Schatz Glück aufgeben? Nee, dat was ein Abend noch freuen nauch. Wo will ich mich Name doch noch drüber freuen? Ich sehe noch nix in Huse, hole meine Geuse, nahm den Schaperhaken, stack mein Botterstücke in de Taschen und toch ganz fidel hinjut. Wat schöne de Sonne gladde. Meck düchte, se hätten den ganzen Sommer noch nicht so helle schönt als van Nachmittag. Und alle Augenblicke kreich ich dat blanke Geldstücke in de Taschen und freue mich über mein Reichtum. So, vor Freuden verget ich sogar mein Botterstücke gleich upzuerten. Als ich butten dat Dörp kam, geselle sich mein Schaulkamerade Fritz Reimann to mich. Wo würd du hin? Ich will de Geuse heuen. Ha, ich geh ein bisschen mehr. Ja, dat dau. Und so dommeln wir bare hinderen Geusen her. Dat Wichtigste was aber, dat ich in mein Reichtum weise. Und wat was ich stolz, als hij sehe, zo'n blanke Stücke hätte hij noch nicht sein. Wenn süß so'n paar Jungens Butten beieinander sind, wird in der Regel nix als allerhand Dummheiten utehecket. Aber heute können hij mich tau nixe kriegen. Ich was tau sehr von mein Glücke voll und üne funkt dat Belütschen an langweilig zu werden. Hij können sich so recht vor meine Freude nicht mehr begeistern. Wat herre hij auch davon?
Nu was do dichte bij, wo ik de Geuze hadde, in een ziemlich hogen graven over, een wespennest, wat ik al lange wusste. Ik was er aber jummer weggegaan, als de katten heiten brui. Denn ik was voor wespen heel spange, und ook meine Geuze gingen dat Nest weg. Wenn aber von den Gösseln sich mal weggetaun nah hinanwogen, sachten de Eulen sie mit Snatern und Krakeln wieder wegzulocken. Fritze kam nu op een Infall, de Wespen in Betten zu ärgern, und sehe zu mich, gif mich einmal den Schaperhaken, ich will heuer mal in Betten purren. Ich gaf ihnen dat Dinges hen, und gunken Betten weuer hen in Graben sitten, und dachte, ich würde da wohl weiter nach vorne, und kreig ganz seelenvergnügt mein blanket Geldstücke wieder herriut. Ich had het schon lange nicht gesehen. Kijk aber af und tau ook mal auf Fritzen, wat die da maken. Hij had al mehrere Stiche market. Aber dat Lok müsste durch sein Prokeln und Purren wohl taue fallen sein, denn et kam nix herriut. Hij grauf wöjer. Sui, doch kam eine herriut und flauch ihr nur um Kopf. Hij slauch nach ihr und sauch sie auch richtig weg. Nu wordt hij dreustig und funk weer van neuen an te purren. Ich was nu doch ein bisschen neugierig geworden und stund op und ging ein paar Schritte bet neger. Da kam weer eine herriut, 2, 3 und flögen ihr de Ohren. Doch noch mehr, der ganze Swarm. Hij smeit mein Schaperhaken von sich und leib wat hij man laupen können non Dörpetau. Und de Wespen, die flügen nicht hinter ihnen her, nee, dat du willst tuch fell over Meck her und over meine Geuze. De Geuze würen ganz wild und leipen auch wat ze man können. Ohne jedet bette Ordnungen und ihren Jausemarsch und ohne dicke Kröppe in Dörp und ich ut vollen Halse schreiend und bölkend dahinterher. Denn die Wespen richten mich an Händen und in Gesichte und an die Ohren ganz jämmerlich tau, so dat de Luja alle taun düren keim. Ich kijk aber nicht rechts und nicht links und leit de Luja raupen und frogen. Ich heilt mit beiden Händen meine Ohren und renne, wat ich man können noch Hus, wo sie ganz verwundert würden, dat ich saubutten der Teut ankam und auch gar nicht erst ut mich klaug werden können. Wat meg eigentlich es Schein was. No und no erst könn ich et vertellen. Meine Jose heierleun vor den halben Sommer, dat neue, blanke 2,5 Groschenstücke, har ich op meiner eiligen Flucht verloren. Und et hulp alles nix. Ook dat müsst ich vertellen. Und ich hätte sicher een düchtige Dracht Schläge kriegen. Mein Vater, dei fackele nicht, wenn mich nicht all die Wespen so Beuse taurichtet hat, Herren. Gesichte, Ohren und Hände würden von den vielen Stichen ganz dicke Annesse wollen. Use eule Norbersche aber, Mutter Helene, brachte mich, als sie höre, wat mich passiert was, ein Stücke Stuten mit Syrup bestreken. Und dat smecke mich bei alledem doch noch, denn mein Butterstücke her ich dit mal in der Taschen wieder mir bracht. Nach einigen Tagen was ich wieder herstellt und toch mit meinen Geusen wieder niut. Aber dat Wespennest mag ich jedes Mal n wöjen bugen. Und noch bet op'n heutigen Dach mach ich mit 9 Wespenneste wat tot daune hebben.